Ja, meine Lieben, heute reden wir darüber, wie wir Gott hören können. Wir sind in der Serie Refocus drin und wir bemühen uns darum, nochmals die Frage aufzugreifen, wie können wir uns auf das fokussieren, was wirklich zählt. Das, was für uns Christen, deswegen sind wir hier, richtig, am Schluss wirklich relevant ist. Und ich bin mal so ein bisschen zurückgeflogen mit diesem Thema im Kopf in meinem Leben und merke, ich bin immer wieder an Situationen herangeraten, wo ich gemerkt habe, boah, ich könnte Gottes Reden echt gut gebrauchen. Ich weiß noch, ich war Teenager, ich wusste etwas, ich will nicht weiter zur Schule gehen. Also Studium war nicht drin, das war eine einfache Entscheidung für mich. Im Nachhinein wäre es vielleicht doch besser gewesen, who knows. Aber ich wusste dann, jetzt will ich eine Lehre machen, aber was willst du machen? Ich finde das immer noch krass, wenn wir haben hier Eltern von 13-Jährigen, 14-Jährigen, dann musst du mit denen besprechen, was willst du mal werden, Junge? Und du denkst, ich game eigentlich gerne an meinem Computer, keine Ahnung. Aber das sind so Situationen, wo du dir denkst, ja, Profi-Gamer, der Markt ist relativ dünn. Es gibt vielleicht noch anderes, was du kannst oder wo du vielleicht eine Leidenschaft entwickeln wirst in deinem Leben. Aber was soll ich tun? Das sind so Momente, wo ich immer so das Gefühl hatte, Herr, wieso kannst du nicht auf mein Butterbrot schreiben? Das würde mir echt helfen, wenn du jetzt hier einen Beruf draufschreiben würdest. Oder wenn ich eine nette Dame kennenlerne, gell? Gutes Aussehen ist mal das eine, aber wenn du dann irgendwann mal sagen sollst, ja, mit Gottes Hilfe für ein ganzes Leben lang, da muss schon noch ein bisschen mehr dabei sein. Und das in dem Alter rauszufinden, ja, viel Glück. Da hätte ich gut Gottes Reden gebrauchen können, immer wieder. Oder dann gibt es Optionen, dann macht sich eine Tür auf, du kannst einen Job annehmen oder nicht. Hast irgendwie das Gefühl, ja, aber ich bin doch hier aus einem gewissen Grund. Es gibt ja auch eine Geschichte, warum ich jetzt diesen Job habe, den ich habe. Ist es jetzt schon dran, ins Nächste reinzugehen? Oder ist es dran, auszuharren, vielleicht auch mal eine Unzufriedenheit auszuhalten? Und ich weiß nicht, wie das in deinem Leben ist, wo du dir Gottes Reden speziell wünschst. Aber ich merke, wir haben immer wieder Situationen in unserem Leben, wo wir vor einer Weggabelung stehen und denken, okay, wenn ich jetzt rechts gehe, kann ich mir ungefähr vorstellen, wie mein Leben danach aussieht. Wenn ich links gehe auch, aber wir sehen immer nur ein Stück weit. Und wir alle wünschen uns immer wieder Klarheit, wo soll ich lang gehen? Weil wir wollen letzten Endes das tun, was Gott für uns vorbereitet hat, richtig? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe in diesen Fragen ganz oft eben nicht so klar Gottes Reden gehört, wie ich es gerne gehabt hätte. Ich kenne Menschen, die haben das. Da kannst du eine Frage stellen. Ich kenne so einen Prophet, der sagt, der Herr sagt. Ja, ich habe das nicht so. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und jetzt sind wir in dieser Serie drin, wo im Hebräer steht, lasst uns durchhalten, lasst uns dem Ziel entgegenlaufen, mit allen Entschlossenheit wie ein Wettläufer und durchhalten. Vollgas. Und mich spornt, wenn ich dieses Kapitel 12 im Hebräer lese, spornt mich das an. Und gleichwohl denke ich mir, in diesem Setting macht es mega Sinn, ich habe Bock, Vollgas zu geben, ich bin hier mit euch in der Kirche. Aber wenn ich am Montag zurück in meinem Alltag bin, wie kann ich da Vollgas geben, wenn ich nicht weiß, wohin? Und mich hat das manchmal gelähmt in meiner Vergangenheit. Weil ich gemerkt habe, manchmal die fehlende Klarheit, die macht es mir schwer, Vollgas zu geben. Die Kommunikation ist sowieso ein Thema für sich. Jeder von uns hat Beziehungen. Vielleicht hast du nicht diese eine Beziehung, aber du hast irgendwo Beziehungen, vielleicht zu Eltern, zu Freundinnen, zu Freunden, Kollegen, Kolleginnen im Beruf. Und hier und da kommen wir immer wieder an Schwellen, wo wir merken, ja, Kommunikation ist nicht einfach nur Kommunikation. Kommunikation ist das Ding, wenn es um unsere Beziehungen geht. Ich habe das gemerkt, als ich meine wunderbare Frau Maike kennengelernt habe. Irgendwann wurde es dann doch sehr klar für mich, welche Frau ich wählen soll. Und ich habe eine sehr gute Entscheidung getroffen, die ich jederzeit wieder treffen würde, um das mal vor allen festzuhalten. Aber auch wir mussten lernen zu kommunizieren. Weißt du noch am Anfang, Schatz? Unsere ersten 1,5 Jahre waren relativ konfliktreich. Das lag vor allem an mir. Ich war relativ offensiv, weil ich prüfen wollte, funktioniert diese Beziehung?
Und ich habe oft noch ein bisschen den Knopf mehr gedrückt, weil ich gesagt habe, ja, wir müssten es ja irgendwann rausfinden. Und ich bin schon fast 30, also lass uns Gas geben, auch hier, Vollgasprinzip. Aber ich musste auch ein bisschen dazulernen. Kommunikation, jetzt gerade mit dem Gegenüber, ist nicht ganz so einfach manchmal. Also als wir dann verheiratet waren und plötzlich die Haushalte zusammenfallen, merkst du plötzlich, okay, jetzt bekommt das Ganze noch ein paar andere Ebenen. Der Müll ist voll, heißt nicht zwangsläufig nur, dass der Müll voll ist. Verstehst du? Hat hier Männer im Raum? Ihr schaut mich so komisch an. Hört mir gut zu. Sie meint damit, manchmal kannst du ihn rausbringen, bitte. Wenn sie sagt, Elli hat eine volle Windel. Verstehst du? Sie meint, eigentlich kannst du bitte das Baby wickeln. Und ich habe eine Zeit gebraucht, bis ich das realisiert habe, was sie meint. Und sie hat einen Moment gebraucht, bis sie gecheckt hat, dass heißt, ich liebe dich über alles. Oder sie musste auch verstehen, dass manchmal, wenn ich am Sonntagabend heimkomme, aus 2 gepumpten Gottesdiensten und noch Meetings am Nachmittag, wenn sie gefragt haben, und Schatz, wie war's? Das gut einfach nur reichen muss. Dass ich keine weitere Konversation führen will und einfach nur Glotze an, Fußball schauen. Das ist schön, wenn sie neben mir sitzt, aber reden will ich nicht. Und das sind so Dinge, wo ich merke, du brauchst irgendwie so ein bisschen, du musst irgendwie so reinfinden in diese Kommunikation. Und ich weiß, wir sind immer noch dran, gell? Nach etwas über einem Jahrzehnt, wo wir jetzt verheiratet sind. Wir lernen immer noch dazu. Spannenderweise, wir lernen vor allem durch Konflikte, weil da kommt sehr oft hoch, was ist denn eben nicht klar. Weil das Spannende ist ja, wenn du in einer langfristigen Beziehung unterwegs bist, dass du eben irgendwo so gewisse Dinge einfach mal geregelt hast. Dinge, die du am Anfang immer wieder besprechen musst, sind irgendwann klar. Also mittlerweile weiß ich, wie ich die Küche zu hinterlassen habe, wenn ich abends ins Bett gehe. Weil wenn sie morgens aufwacht und die Küche ist nicht gemacht, kommt das nicht nur gut an. Okay? Männer, mitgeschrieben? Ich bringe so viele gute Tipps heute. Wir haben gewisse Dinge geregelt, das ist klar, wer macht die Post, wer macht die Finanzen, das mache eigentlich alles ich. Ja? Schon mal aufgefallen? Aber sie macht die Kinder. Nee, wir haben wie Ministerien mal diskutiert und gesagt, wenn du eine Regierung nimmst, was fällt denn alles an? Und wir wollen nicht jedes Mal neu diskutieren, wer macht denn jetzt die Überweisungen, wer bringt denn jetzt das Auto zur Reparatur? Wer repariert etwas oder wer kauft Kinderkleider ein? Wir haben das geregelt und lassen da einander auch Raum. Und das ist schön, wenn du so eine grundlegende Kommunikation in deiner Beziehung hast und gewisse Dinge regelst, dann ist das echt eine gute Basis für ein gutes Miteinander. Und dann kann die andere Kommunikation, die dann kommt, kann sich um andere Themen drehen. Und das ist wunderbar und das ist etwas, was ich mega schätze an langfristigen Beziehungen, das sehe ich auch in Freundschaften immer wieder, dass du plötzlich gewisse Dinge sind unausgesprochen klar. Es ist klar, auch wenn es mal einen Streit gibt, es ist nicht immer gar kritisch. Es kommt nicht immer gerade alles ins Wanken. Es ist eine gewisse Solidität da, es ist eine Stabilität da in der Beziehung. Und das Schöne ist, mit Gott ist es genauso. Ich weiß nicht, ob das für dich jetzt eine gute oder eine schlechte Nachricht ist. Weil Kommunikation bleibt herausfordernd, auch mit Gott, weil Gott redet. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass Gott zu dir gesprochen hat. Wer hat das schon mal erlebt? Könnt ihr mal deutlich aufstrecken, bitte? Gott spricht. Vielleicht bist du auch eher die Person, die sagt, ja, ich höre das oft von anderen. Ich will dir heute mal grundsätzlich zeigen, wie wir Christen über Gottes Reden denken. Es gibt verschiedene Arten, wie Gott spricht. Wir haben zum Beispiel Logos, das geschriebene Wort. Das ist die dauerhafte, ewige Kommunikation Gottes. Viele von uns haben sowas, die Bibel. Darin ist festgehalten, was Gott gesprochen hat. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden orientieren sich die Leute, die an Gott glauben, an diesen Worten. Bis heute im 2026. Und ich hoffe, dieses Buch hat nicht eine Staubschicht bei dir drauf. Weil es ist die grundlegende Kommunikation Gottes an dich. Und es ist immer verfügbar.
Ein riesen Vorteil. Du kannst immer darin lesen, jetzt. Anstatt mir zuzuhören, kannst du jetzt darin lesen. Oder anstatt heute Abend etwas daheim zu machen, kannst du das Buch öffnen. Und es ist immer verfügbar. Eine andere Kommunikationsart, von der wir reden, ist Rema. Rema ist situatives, aktuelles Reden Gottes. Das ist, wenn etwas in dein Herz sinkt, um es mal anders zu beschreiben. Wenn du plötzlich merkst, Gott spricht gerade in eine Situation rein. Und Jesus sagt in Johannes 10, 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Gott kommuniziert weiter. Gott hat nicht aufgehört zu reden. Er spricht und spricht und spricht. Wenn wir fragen, spricht er. Aber dieses Reden ist irgendwo auch unverfügbar. Du kannst es nicht einfach aufklappen und hörst es. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit Rema, wenn du dieses Reden Gottes wahrnimmst. Manchmal sehne ich mich danach und ich merke, Gott spricht. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich merke, bete für diesen Menschen. Einfach so ein Gefühl. Ich höre Gott, ich habe ihn noch nie akustisch gehört. Ich kenne Menschen, die haben Gott schon akustisch auch gehört. Bei mir sind es oft Gefühle. Ich merke oft auch irgendwas im Körper, wie etwas reagiert. Und dann merke ich plötzlich, jetzt darf ich für eine Person beten. Oder jetzt darf ich mir kurz Zeit nehmen für einen Menschen. Rema kommt einerseits durch die Bibel. Vielleicht hast du das auch schon erlebt, dass du etwas liest. Dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, lebt auch in euch, dass Paulus das schreibt und du liest es, du hast es vielleicht schon 57 Mal gelesen und beim 58. Mal denkst du, dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, lebt auch in euch. Und du fängst an zu begreifen, das gilt dir. Und das verändert dein ganzes geistliches Leben. Rema kann aber auch einfach unter uns passieren. Matthias hat vorhin die Gemeinschaft betont, Daniela, du auch. Das ist etwas, was so etwas Wunderbares ist, wenn Gott durch uns gegenseitig spricht. Vielleicht hast du das auch schon erlebt. Wir reden da oft von Prophetie. Dass Gott jemandem etwas sagt und wir dürfen es einander weitergeben. Geistliche Reife braucht beides. Braucht beide Arten von Gottes Reden. Es braucht Logos und es braucht Rema. Logos alleine ist aber sehr oft theoretisch und sehr oft sehr trocken. Rema alleine ist oft subjektiv und kann auch schnell gefährlich werden, weil Rema ist immer auch gefärbt. Rema kommt immer auch durch mich selbst, mit meiner Geschichte, mit meiner Biografie, mit meinem Bibelverständnis. Sei es für mich selbst oder vielleicht für dich. In dem Moment, wo ich jetzt hier predige, versuche ich dir Gottes Wort zu predigen und ich glaube, Gott spricht durch mich und gleichwohl bin ich es, der hier steht. Und ich kann meine Geschichte nicht leugnen und ich kann mein Denken nicht leugnen. Und es gehört alles dazu. Das heißt, alles Rema, was du bekommst, alles Wort Gottes, was in deine Situation reinspricht, ist auch immer gefärbt. Deswegen sagt Paulus auch, wir sollen es prüfen. An die Thessaloniker schreibt er, prophetische Rede verachtet nicht, also beachtet es. Aber prüft alles und das Gute behaltet. Also es ist wohl sinnvoll, die situative und aktuelle Kommunikation Gottes zu prüfen. Nicht einfach alles als bare Münzen zu nehmen, sondern hinzuhören und zu prüfen. Womit zu prüfen? Mit dem Wort, das nicht vergeht, das ewig Bestand hat. Weil ein Widerspruch darf es nicht geben. Wenn du das Gefühl hast, Gott spricht und es widerspricht sich mit dem Wort hier, dann wäre ich sehr zurückhaltend. Wirklich. Weil die Bibel selbst sagt, prüf und behalte das Gute. Das ist eine Kunst. Nicht einfach alles zu verwerfen, weil 80% Müll ist, vielleicht ist doch 20% Gold drin. Und manchmal muss man eine Fähigkeit entwickeln, auch das rauszuholen. Und nicht alles zu verwerfen, nur weil jemand irgendeine falsche Statistik verwendet. Soll es geben. Das Reden Gottes, ich will zurück auf diese grundlegende Kommunikation Gottes. Mich fasziniert das Reden Gottes, weil wenn du ganz, ganz vorne in deiner Bibel anfängst, dann steht, er sprach
und es ward Licht. Ein Wort genügte, um die Erde zu bilden. Aber es kam immer wieder ein Wort mehr und du merkst, wie Gott seine Worte gewählt aussprach und wie Dinge entstanden sind und Leben entstand. Und das, was wir heute haben, entstand durch seine Worte. Und dann hat er ein Volk entstehen lassen und hat irgendwann gemerkt, dieses Volk braucht Orientierung. Und dann hat er zu Mose gesprochen, immer wieder. Das kannst du in den ersten 5 Büchern Mose lesen, in deiner Bibel, wie Gott immer wieder spricht und eine ganz prägnante Stelle oder 2 Stellen, die wir finden, führt zu diesen 10 Geboten. Vielleicht kennst du die. Wenn nicht, ich habe dir ein paar mitgebracht davon. Ja, ich weiß nicht, wie oft du das liest, aber es gibt 10 Gebote, die sind mittlerweile in unserer Gesellschaft relativ bekannt und auch viele unserer Gesetze bauen darauf auf. Du sollst zum Beispiel nicht töten, du sollst niemanden umbringen. Das macht man nicht, okay? Tu das nicht. Das ist ein gutes Gebot. Brich nicht die Ehe. Das ist ein gutes Gebot. Das bewahrt dich vor ganz vielem Mist, was du erleben kannst. Ich habe das selbst gesehen in meinem Umfeld. Wie viel Schaden entsteht, wenn wir diese Gebote nicht achten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Gut. Vielleicht noch mal eine Folie zurück, weil ich will heute eines ein bisschen hervorheben. Weil nach 10 Jahren Pastor sein, fallen mir gewisse Dinge auf. Ich möchte dieses 3. Gebot in den Fokus nehmen heute. Du sollst den Tag des Herrn heiligen. Mir ist etwas aufgefallen in letzter Zeit. Wir haben heute ein bisschen Probleme mit dem Beamer, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Guckt einfach mich an, okay? Ich bin hier. Heilige den Sabbat. Ehre den Ruhetag. Wir haben im Herbst Lebensstil Jesus gepredigt. Wir haben im Herbstcamp dieses Thema nochmals vertieft angeschaut, diese Prinzipien, die uns dabei helfen, so zu leben, wie Jesus es uns gezeigt hat. Und mich hat es ehrlich gesagt ein bisschen getroffen und schockiert, wie wenige das mit dem Sabbat auf die Reihe bekommen. Es ist doch eines der 10 Gebote. Und es hat mich überrascht, nicht einfach nur, dass wir uns schwer tun damit, das mag sein. Ich glaube, wenn wir die 10 Gebote anschauen, es gibt Gebote, die sagen, ja klar, Menschen umbringen ist nicht gut, mache ich nicht. Und das schaffen wir vielleicht auch, aber dann eine andere Frau nicht lüstern ansehen. Ihr kennt es, liebe Männer, das kann eine lebenslange Herausforderung sein. Aber auch den Sabbat zu halten, das kann wirklich eine Challenge sein. Was mich mehr getroffen hat, ist, mit welcher Leichtigkeit wir oft diese Gebote brechen. Und wir wissen, wir leben es anders und es nicht wirklich mehr etwas in uns auslöst. Weil es doch ein deutlicher Widerspruch ist zwischen unserem aktuellen Lebensstil und dem, was da steht. Wir haben momentan einen Fall in der Mediengesellschaft wieder, wo du sehr viel dieses Bild siehst von geschwärzten Akten. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn Akten zum Vorschein kommen, wenn ein Fall öffentlich gemacht wird, weil die Öffentlichkeit ein Recht darauf hat, zu erfahren, was passiert ist. Und trotzdem werden diese Akten geschwärzt. Man nimmt einen Filzstift und schwärzt bewusst gewisse Zeilen, um Menschen zu schützen. Beteiligte, Opfer, aber vielleicht auch Dritte. Und ich frage mich, haben wir angefangen, das hier drin zu machen? Kann es sein, dass wir hier und da in unserer Bibel einfach eine Zeile durchgezogen haben? Ich habe dir ein Bild mitgebracht, wie das ausschauen könnte. Warum würden wir sowas tun? Warum würden wir unsere Bibel schwärzen? Ja, ganz einfach.
weil es sehr anspruchsvoll ist, ein Leben zu leben, was die Bibel von uns verlangt. Jesus selbst sagt, helft einander, dieses Leben so zu leben, wie ich es euch geboten habe. Er weiß, dass es eine Challenge ist. Und das führt automatisch zu einer Spannung. Wir merken, wie gewisse Themen, da hat die Bibel Ansprüche an uns und wir können denen nicht genügen. Da tut sich eine Spannung auf. Und es ist nicht einfach, diese Spannung dauerhaft auszuhalten. Es kann aber auch sein, dass du Rebellion in dir hast. Vielleicht kannst du dich an deine Teenagerzeit erinnern, wo du als Kind ganz klar gewusst hast, diese Regeln gelten bei mir zu Hause und du hast sie immer befolgt, bis diese 12, 13 Jahre Schwelle kam und du gesagt hast, weißt du was? Ende Gelände. Jetzt mache ich meine eigenen Regeln. Gut möglich, dass es Resignation ist. Dass du Dinge über Jahrzehnte ausprobiert hast, das hat nicht funktioniert. Du hast den Kopf immer wieder an derselben Stelle angestoßen und hast aufgegeben, den Anspruch an dich verloren, das doch noch schaffen zu können. Vielleicht auch Ängste. Was ist, wenn ich mein Leben wirklich so lebe? Was ist, wenn ich das wirklich so 1:1 umsetze, was hier geschrieben steht? Ich werde arm, ich werde verstoßen und die Angst ist vielleicht größer. Vielleicht ist es auch Überheblichkeit, dass du merkst, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, kann ich schon selektieren, was wichtig ist und was nicht. Vielleicht ist es auch ein theologischer Kurzschluss, den du hast. Dass du ein Gottesbild hast, dass du gewisse Dinge installiert hast und das nicht mehr bewegst. Ich glaube, das ist etwas Zentrales. Wir dürfen nie aufhören, unser Gottesbild immer wieder formen zu lassen, immer wieder bewegen zu lassen. Weil ganz ehrlich, ich glaube heute nicht mehr alles, was ich vor 5 Jahren geglaubt habe. Und ich glaube, ich werde auch in 5 Jahren nicht mehr alles gleich predigen, wie ich es jetzt predige. Deswegen guck die Predigten jetzt, guck sie nicht in 5 Jahren an, okay? Ich versuche sie dann nochmals zu halten. Warum sage ich das mit dem theologischen Kurzschluss? Ich bin jetzt ungefähr 30 Jahre Teil einer Kirche irgendwo. Und ich bin jetzt 10 Jahre Pastor. Vorher war ich Small Group Leiter und habe immer wieder Leute um mich herum gehabt. Ich war Teil vom Worship Team und so weiter. Und ich habe immer wieder Menschen getroffen, die, glaub's mir oder nicht, diesen ersten Teil der Bibel, der ist relativ dick, eigentlich gar nicht lesen. Ungefähr ab hier. Diesen Teil lesen sie nicht. Altes Testament, Alter Bund. Wir reden im Christentum von 2 Bünden, von 2 Bündnissen zwischen Gott und Mensch. Berg Sinai, wo Gott eben dieses Gebot gegeben hat und sagt, ich werde zu euch stehen, aber ich sage auch, was ich von euch will. Bis wir letzten Endes aber erkannt haben, wir kommen es nicht alleine hin, wir brauchen Gottes Hilfe und dann der neue Bund ins Spiel kam, wo Jesus sein Blut vergossen hat, um diesen Bund zu besiegeln und letzten Endes alles getan hat, was getan werden muss, dass es zwischen dir und Gott stimmt. Und ich kenne ganz, ganz viele Christen, die sich auf diesen neuen Bund berufen und alles, was dran geschrieben steht, gekonnt ignorieren. Oder einfach einzelne Dinge großzügig durchstreichen. Und denen begegnet Jesus in der Bergpredigt. Und ich will dir was vorlesen, was da steht. Weil ich glaube, es ist eine Linie, die wir kapieren müssen, um das anschauen zu können, wie es wirklich angeschaut werden muss. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Jesus stellt sich auf dieses Gesetz und damit meint er nicht einfach nur das Gesetz, die 10 Gebote, sondern er meint das Ganze, was geschrieben ist. Er meint das Ganze, was auf ihn zuarbeitet. Das ganze Alte Testament ist voll mit Hinweisen auf Jesus. Wenn du es noch nie mit dieser Perspektive gelesen hast, mach das mal. Alles deutet auf das Kommen von Jesus Christus hin und das, was er tut. Die Geschichte von Jona ist ein klassisches Beispiel, die Durchquerung des gespaltenen Meeres. Es gibt ganz viele Stellen, wenn du mal genau hinschaust, siehst du das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat im Alten Testament.
Und Jesus sagt, all das muss sich erfüllen. Das ist auch eine Aussage, die er selbst immer wieder bringt. Das Wort der Propheten muss in Erfüllung gehen. Das sagt er selbst immer wieder. Das wird immer wieder in den Evangelien zitiert. Aber Jesus präzisiert in der Bergpredigt nochmal und macht klar, schau, wir müssen verstehen, wofür dieses Gesetz geschrieben wurde. Letzten Endes geht es darum, dass das Reich Gottes auf die Erde kommt. Und er macht eigentlich in der Bergpredigt einen spannenden Punkt. Ich würde es so zusammenfassen, dass ich sagen würde, es geht nicht mehr einfach nur darum, das Böse nicht zu tun, sondern das Gute zu tun. Er zeigt uns eigentlich, wie wir das Gesetz anwenden können, dass Gottes Liebe wirklich Platz findet hier auf dieser Erde. Und präzisiert das Ganze auf eine wunderbare Art und Weise. Und er geht so weit, dass er sagt in Johannes 14,15, wer mich liebt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Ja, er hat bezahlt. Und ja, und ich sage das nochmals in aller Deutlichkeit, es ist nicht abhängig davon, wie du dein Leben lebst, ob Gott dich liebt. Du kannst alles vermasseln, du kannst jedes Gebot brechen, er wird dich immer noch lieben. Hast du das gehört? Nicht wirklich, oder? Du kannst alles vermasseln, er wird dich immer noch lieben. Und ja, das, was Gott gesagt hat, währt ewig und nichts davon wird vergehen, weil es uns zum erfüllten Leben führt. Gott hat dich und mich gemacht, er weiß ganz genau, was du brauchst, er weiß ganz genau, was ich brauche. Und er hat versucht, uns eine Anweisung zu geben, wie dieses Leben gelebt werden kann, damit wir in diese Fülle reinfinden können, die Jesus uns anbietet. Und Jesus sagt am Ende der Bergpredigt, jeder, der diese meine Worte hört und danach handelt, ist einem klugen Mann gleich, der sein Haus auf Fels gebaut hat. Da gingen Regengüsse nieder, Sturzbäche kamen, Winde wehten und warfen sich gegen das Haus, und es stürzte nicht ein. Denn Fels war sein Fundament. Und jeder, der diese meine Worte hört und nicht danach handelt, ist einem törichten Mann gleich, der sein Haus auf Sand gebaut hat. Da gingen Regengüsse nieder, Sturzbäche kamen, Winde wehten und schlugen gegen das Haus, und es stürzte ein, und sein Sturz war gewaltig. Ich will noch zurück zum Sabbat, was ich angesprochen habe. Weil es gibt eine Stelle, da schreibt Paulus an eine Gemeinde, die sehr gesetzlich geprägt war, die sich sehr auf dieses Gesetz fokussiert hat. Niemand soll euch mehr verurteilen, wegen was ihr esst oder wie ihr den Sabbat lebt. Und viele nehmen das auch als Anregung und sagen, ja, was hat das noch mit mir zu tun? Aber es ist spannend, wenn du eine Diskussion anschaust, es ist witzig, wie ich immer in einen Schweizer zurückfallen, wenn du schaust, wie Jesus mit den Jüngern mal durch ein Feld geht und die Jünger ziehen sich so Weizenkörner ab, um sich was essen machen zu können. Und die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die besonders spezialisiert waren, hier auf diese Schrift zu schauen, sagen, das geht doch nicht, Rabbi. Du lehrst die Menschen das Gebot. Du lehrst, was es bedeutet, nach Gottes Geboten zu leben und akzeptierst, dass deine Jünger das Gebot brechen. Und da macht Jesus eine spannende Aussage. Er sagt, der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Und ich finde das eine entscheidende Aussage von Jesus, um das zu verstehen, was hier steht. Wir sind nicht dafür gemacht, das hier zu befolgen und eine reine Weste zu haben, sondern das hier wurde geschrieben, um uns zu zeigen, wie das Leben ausschauen kann. Gott hat uns Leitplanken gesetzt, in denen wir uns bewegen sollen, seiner Anweisung gemäß, damit es uns gut geht. Weil Jesus weiß, er kommt ja nicht hin und sagt, ja, der Sabbat, ja, nee, ich bin ja jetzt hier, ich mache das dann mit dem Kreuz, ich regel das. Dann müsst ihr eigentlich kein Gesetz mehr erfüllen. Alles easy. Stimmt ja, du musst den Sabbat nicht halten. Das ist trotzdem gut zwischen dir und Gott. Gott fängt nicht an zu heulen, wenn du den Sabbat nicht hältst. Aber über kurz oder lang weiß er, dass du ein Problem hast, wenn du den Sabbat nicht lebst.
Deswegen hat Jesus gesagt, der Sabbat ist letzten Endes für den Menschen da. Versteht doch, werdet nicht gesetzlich. Krampft euch nicht im Christentum ab und versucht selbst gerecht zu werden vor Gott. Das schafft ihr nicht. Ich mache das. Und gleichzeitig werdet aber auch nicht gesetzlos und missachtet, was ich euch angewiesen habe, denn meine Worte gelten ewiglich. Sondern bleibt demütige Lernende. Schaut in mein Logos, schaut rein und schaut, wo es zu Rema werden darf. Hör auf, die Bibel zu schwärzen. Ich predige heute nicht fundamentalistisches Bibelverständnis, dass du alles, was hier steht, wörtlich nehmen musst, weil es ist nicht ganz spannungsfrei. Nur weil du alles so versuchst zu leben, wie es hier steht, wirst du nicht plötzlich in der Spannungslosigkeit sein. Nein, es wird spannungsvoll bleiben. Es gibt Stellen, die halten mich auf Trab, seit 30 Jahren. Und ich check's bis heute nicht. Okay? Aber jetzt muss ich eine Entscheidung treffen, was ich mache. Versuche ich, mich zu entspannen und sage, wow, das ist nicht mehr zeitgemäß, ja, das ist nicht mehr so wichtig, das kann man heute nicht mehr so sagen und alles durchzuargumentieren, dass es für mich entspannt, oder halte ich die Spannung aus und bleibe ich in einer demütigen Haltung und sage, das ist und bleibt Wort Gottes, was ewig währt. Weil vielleicht liegt das Problem nicht hier, sondern hier. Schon mal überlegt? Ich glaube, das ist eine wichtige Frage, wenn es um das Reden Gottes geht. Haben wir immer noch die Demut, uns unter die Autorität des Wortes Gottes zu stellen und zu sagen, und ich verstehe immer nur ein Stück weit. Und ich anerkenne, dass seine Gedanken höher sind als meine. Und dass er größer ist als ich. Und ich hoffe, ich werde in 10 Jahren ein bisschen mehr verstehen, als ich heute verstanden habe. Schaffen wir es, in dieser Demut zu bleiben und Gott ernst zu nehmen, wenn er gesprochen hat, weil das ist die entscheidende Frage, die ich dir mitgeben will heute. Nimmst du Gott ernst, wenn er spricht? Ich lade dich ein, heute deinen Stift auszutauschen. Wie wäre es, wenn du deinen schwarzen Marker niederlegst und dich dafür entscheidest, einen farbigen Marker hervorzunehmen? Weil schau ganz ehrlich, meine Bibel ist noch an ganz vielen Stellen nicht markiert. Viele Stellen habe ich nicht verstanden bis heute. Ich kann dir einen persönlichen Tipp geben. Lese ihn einmal im Jahr durch, dann stolperst du einmal im Jahr über all die unangenehmen Stellen drüber und kannst sie mit deiner Small Group besprechen. Und immer wieder, und du wirst es erleben, wenn du das machst, wenn du akzeptierst, das ist das Wort Gottes und mein Verstand ist begrenzt, wird Gott Logos zu Rema machen und er wird dir etwas highlighten, er wird dir etwas zeigen, was du bis anhin nicht verstanden hast. Wir versuchen das dir jeden Sonntag anzubieten. Wir machen in der Predigt nichts anderes als versuchen zu entfalten, was Gott geschrieben hat. Im Wissen, dass wenn es zu Rema wird, wenn es runtersinkt in dein und mein Herz, wird es dein und mein Leben für immer und ewig verändern. Hör auf, alles zu tun für Entspannung. Ich weiß, es ist schwierig, diese Spannung auszuhalten. Ich weiß, es ist schwierig, diese Stellen zu nehmen, die so schwer verständlich sind und sie stehen zu lassen. Aber glaub mir, wenn du diesen Entscheid triffst, ich kämpfe nicht für Entspannung, sondern ich kämpfe für Erkenntnis. Und das ist ganz oft eine Entscheidung, die du treffen musst. Wirst du erleben, wie die meist unverständlichsten Stellen in deiner Bibel die größte Erkenntnis in sich tragen. Wenn du magst, dann steh auf und bete mit mir. Weil ich glaube, wenn wir das gemeinsame Anliegen teilen, dass wir Gottes Worte verstehen, bedarf es ein Gebet immer wieder von uns. Offenbare du dich, Gott. Und ich bete einfach verschiedene Themen und du kannst dich innerlich anschließen, wenn du magst, oder es an dir vorüberziehen lassen, wenn es dich nicht betrifft. Ich sage Gott danke, dass du uns die Schrift geschenkt hast.
Danke, dass du uns nicht alleine lässt als Menschen in unserer Unvollkommenheit, sondern dass du uns eine Linie zeichnest, die wir befolgen dürfen. Ich bitte um Vergebung dort, wo ich dein Wort nicht hochgeachtet habe. Dort, wo ich meine Worte, meine Gedanken höher gesetzt habe. Ich stelle mich bewusst wieder unter dein Wort und du darfst zu mir sprechen. Weil deine Worte führen zum Leben. Und ich will dieses Leben. Ich öffne dir mein Herz dafür, dass du an mir arbeiten darfst. Dort, wo ich Ängste in mir habe, Rebellion, Resignation, Besserwisserei. Zeig es mir auf und entferne es aus meinem Herzen. Lass mich mehr und mehr begreifen, wie gut du bist. Baue mein Vertrauen zu dir. Dass dort, wo ich das Wort noch als meinen Feind anschaue, dass es zu meinem Freund werden darf und Heilung in mein Leben bringen darf.